Hello YouTube, PTA für Season 12 ist heute live gegangen um 19 Uhr und ist live bis zum 10. März, falls ihr auch mal vorbeischnuppern wollt. Wir haben hier unseren Wingstrike Paladin gemacht wie in letzter Season. Haben noch komplett, ja, Crap-Items würde ich jetzt nicht sagen, aber halt so gebaut wie in der letzten Season. Halt nicht optimiert auf die Season, weil so gut mit neuen Builds bin ich nicht. Da müsst ihr bei Rob oder bei Vitablo vorbeischauen. Aber ich will euch erklären, was es für Siegel gibt, Dungeon-Siegel, weil die sind ja halt jetzt blutig. Es gibt zwei verschiedene. Einmal die Siegel hier, wo der Butcher euch die ganze Zeit jagt, und hier ein Dungeon mit anschließender Bosskammer, das zeige ich euch am Schluss. Da kommt der Butcher erst bei der Bosskammer am Schluss und fightet euch quasi zusätzlich zum Boss. Also, aber wir gehen zuerst hier rein. Und gucken mal, wie easy wir da durchkommen. Also wir kommen eigentlich easy durch. Hab's ja natürlich schon vorher getestet, bevor ich hier blind reingehe. Wir machen so 8, 9 Milliarden Damage, 15 Milliarden Damage war so unser Rekord bis jetzt. Also mit dem Zeug, das wir haben, machen wir auch schon gut ordentlich Damage. Das ist eigentlich schon sehr nice. Und ab geht's. Natürlich gibt es die Türen immer noch. Die haben sie noch nicht kaputt gemacht. Und jetzt seht ihr, kommt der Butcher halt einfach die ganze Zeit. Aber also ihr könnt es mir in den Kommentaren sagen, ob das jetzt 24 Milliarden Damage, ob das jetzt irgendwie hier verbunden ist, dass hier die ganze Zeit unseren Butcher verfolgt. Ja, guckt, er macht ja nichts mal. Ihr könnt gerne mal euer Feedback geben, was ihr haltet, dass ein Butcher euch jetzt die ganze Zeit wieder folgt. Also der kommt die ganze Zeit hier. Killen ihn einfach. Aber er gibt halt kein spezieller Loot, nix. Also ich möchte eigentlich, dass der uns... Ja, wir sind hier dann lieber. Halt keine Ahnung. Uns wenigstens geiler Loot gibt. Gucken wir mal, wie viel Erfahrungspunkte der gibt. Also wir haben jetzt 1.249.921. Jetzt kommt er. Spielt. Wir haben immer noch genau gleich viel. Er gibt keine Erfahrungspunkte, Chat. Das ist Bullshit, Chat. Das ist scheiße. Gut, dann gehen wir ins andere Dungeon mit der Bosskammer am Schluss. Und ich zeige euch dann, was dort abgeht. Das ist das Dungeon mit dem Boss am Schluss, wo Butcher am Schluss kommt. Der aktiviert die Bosskammer ganz normal. Dann kommt er hier die ganze Zeit. Dann kommt er hier den Boss quasi. Zack, 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 zack. Und der Butcher, ja, kommt die ganze Zeit immer wieder. Ihr seht, wir machen noch nicht so viel Damage, wie wir wollen. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr von den Wölfen nicht treffen werdet. Also ich jetzt nicht. Hier Portale zerstören, ne? Und hier ist mein Lunch.
Shot. Also lasst euch nicht von denen töten. So, jetzt haben wir gesehen, was die beiden verschiedenen Dungeons machen. Also ich finde, ja, das mit der Bosskammer ist nice. Die anderen, wo einfach der Butcher nur euch hinterher rennt, wow. Also es ist halt im Endgame jetzt auch nichts mehr Spezielles. Es gibt ja nicht mal Erfahrungspunkte. Ich denke, es gibt wahrscheinlich saisonal Fortschritt, aber wenn ihr da auch fertig seid, dann na ja. Also könnt mir gerne mal in die Kommentare unterschreiben, was ihr davon haltet mit den neuen Dungeons. Ich finde es mal so okay. Vielleicht ändern sie noch was. Es wäre sicher geil, wenn der Butcher geiler Loot geben würde. Plus, wenn er sicher dick Erfahrungspunkte geben würde. Und es gibt wieder mystische Streichbolde, mystische Dungeons. Aber da gehen wir rein im nächsten YouTube-Video, wo in 3 Tagen kommt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne folgen und gerne auch noch auf Twitch vorbeischauen, weil sobald Season 12 startet, ziehen wir uns alle gegenseitig hoch und gehen los. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Entschuldigung für meine Versprecher. Arrivederci.